Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic of Pelzig. Und reden wir nochmal mit Für ihm. Gomez. Genau, ja, ansonsten schaut Wir sehen uns. Sache. Gut. Aber hier hat ja auch einen Shuttersager, der Ian. Und zu dem würde ich jetzt mal am liebsten runtergehen. Und Für Santino. Gomez. Genau, ich würde gern tauschen. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Oh je. Nee, er hat keine neue Ware, beziehungsweise kein neues Erz. Das ist etwas schade. Der Templer schwätzt uns auch nicht an. Dann muss ich erstmal hier entlang. Und hier wieder runter. Zup, 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 zup. Und wie wir in der Burg gelernt haben, Leitern geht man bis zum Schluss runter. Dann hat man keine Grafikprobleme. So, bevor ich jetzt hier wieder die Klippe runterstürze oder ähnliches, muss ich mit dem Mausarm wieder agieren. Ach ja. Und da gehen wir dann wieder zum Rick runter, zum Grimes. Und dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Der Aaron steht auch wieder vor seiner Truhe. So. Die springe ich jetzt einfach mal runter. Nee, nicht Grimes. Für Snipes. Gomez. Grimes war ganz unter. Ja, der sagt Wir sehen nix. uns. Na, aber sicher doch. Okay, sagt der Aaron uns irgendwas? Na? Außer, dass er jetzt sein Bierle hier runterbummt. Für Gomez. Ja, okay. Der hat nichts anderes. Außer, was machst du hier? Das ist schon ziemlich dämlich, die Frucht. Das hat er wieder nur hier rumstehen und aufpassen, dass solche Butler wie Snipes nicht an meine Truhe rangehen. Okay. Dann gehen wir hier runter. Ich habe mit dem Namen Gomez früher immer den Gomez von der Addams Family verbunden. Ach ja. Das ist der Grimes, ne? Genau. Der Rick macht gerade Pause. Der ist gerade im Ruhemodus. Und mit Ian muss ich sprechen hier. Da ist wieder der Jupp. Für Gomez. Mindestens. So, bitteschön. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Okay, das klingt fair. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Okay, das klingt doch noch eine Idee. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Habe ich nicht vor. Und so. Für Gomez. So, Jupp, bei dir will ich was Bei kaufen. dir kann ich tauschen? Jupp. Alles, was du willst. Das ist so Wenn du geil. Erz hast. Jupp. Nö. Der hat nur mein Gammeltauschware. Dann will ich da nichts. Alter, das ist so ranzig. Jupp. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Bereich rein, wo wir bisher noch nicht unterwegs waren. Da sieht sie auch ziemlich templarisch und minecrawlerisch aus. Da könnten wir uns auch mal ein bisschen umgucken. Deswegen speichern wir hier. Und kümmern uns jetzt um den Rotz. Hallo, Templer und Gornabar. So, erstmal die Höllepilze gepflückt. So, ja. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Ach was. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Nett. Dann sagen wir mal, was du weißt. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler Ach so. müssen irgendwo... Okay, das ist wieder dasselbe dumme Möge Gebabbel. der Schläfer... Ja, halt die Schniss. So, da hinten ist schon einer. So ein Crawlerino. Und den kümmern sie sich erst gar nicht, obwohl der in Sichtweite schon ist. Guck mal her, du Crawlerino. Ups. Reizende Biester, ne? Ups. Ja, die machen ein bisschen Schade auch schon. So, wird einer kaputt. Ja, besonders stark sind sie derzeit nicht, aber sie sind dafür von erlesener Hässlichkeit. Gut, Zange kann ich nicht entwenden. Die entschädigt mir jo Korkalon mit tolle Heiltränke, beziehungsweise mit tolle Mana-Tränke. Die Templer hinterziehen die ganze Zeit nur ihr Schwerter, oder was? Versuchen zu mir zu kommen, oder was geht ab? Nö. Erstmal abwarten. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die babbeln einfach nur irgendwelche Schwachsinn da in der Ecke. Und ja, dann lassen wir sie halt babbler.
Gut, Erzklumpen, den kann ich leider nicht abbauen. Das finde ich in Gothic 2 dann sehr viel cooler gelöst, wenn man da Spitzhacke hat. Dann kann man hier auch mal ein bisschen Erz abbauen und kriegt dann auch sein Erz dafür als Entlohnung und dafür ist der Klumpen dann auch weg. Da ist noch ein magischer Ring. Ich glaube, das, was uns der Aleph oder wie er Käse noch gesagt hat. Ring der Gewandtheit, Ring der Magie, Mana-Bonus plus 10. Oh, das ist nicht verkehrt, wenn er das ist. Flammenschutz, oder nee, das war wohl eher der Flammenschutzring, ja. Okay. Ring der Kraft, Stärke Bonus 5. Wenn wir hier Ring der Stärke, dann ziehen wir mal A. Und der Schutz vor Waffen behalten wir noch. Geschicklichkeitsbonus, Mana-Bonus. Den können wir dann später gebrauchen. Statt den Schutz vor Waffen machen wir dann den Mana-Bonus. Finde ich persönlich dann sehr viel cooler als Magier, wenn man auch solche Artefakte hat. Okay, das sieht es nicht so gut aus. Da sollte ich nicht runterschlupfen. Aber gut, dann haben wir den Gang wenigstens auch noch von den Crawler befreit. Dann kann ich noch plündern. Ja, okay. Den habe ich ja nicht abgeerntet. Da oben könnten sie Gerüchte bauen, um die Klumpe nochmal hier zu erreichen und dann auch abzubauen. So. Euren Gang ist mal wieder sicher. Ich habe mal wieder die Arbeit von den Knödelköpfen dort erledigt. Kann ich mich genauso gut auch nochmal hier umgucken, wie es hier ausschaut. Ja, hier muss ich sowieso entlang, um runterzukommen. Und dann sind da noch ein paar Pilze. Alles fleißig Eis sammeln. Hauptsache die Butler kriegen es nicht zu fressen. So, das sind nur normale Höllepilze. Ja, unser Inventar ist mittlerweile eigentlich auch ziemlich ordentlich. So, du freundlicher Gardist. Für Gomez. Yeah, für Gummis. Nee. Rabenkraut, das nehme ich da auch liebend gern. Rabenkraut bringt halt wieder Mana zurück. Deswegen ist das durchaus sehr praktisch. So, was haben wir dann hier? Das sieht aus wie das, was der Ian gesucht hat. Deswegen machen wir hier nochmal eine Speicherung. Und da flitzen auch fleißig die Minecrawler rum. So, hier können wir runtergehen. Machen wir doch glatt. Zup. Und Höllenpilz. Ja, hier können wir anscheinend wieder gut Pilzernte betreiben. Und yep. So, wie schaut's da oben aus? Hier scheint nichts mehr zu sein. Ups, nur tierisches Loch hier, eine blanke Planke, das wir gerade noch Glück habt. Und hier ist noch ein Trank, ein einzelner Erzbrocke und die Spitzhacke noch im Erzklumpe drin. Dort hat einer anscheinend bis zum Schluss geschafft. Und wurde dann bis aufs Skelett runtergenagt. Kann passieren in so einem Job. Okay. Da könnte man mal probieren, rüber zu springen. Aber für so einen Akrobatik-Scheiß habe ich mich nicht gemeldet. Wie dem auch sei. Wir probieren es mal trotzdem. Und... Nö, das war nicht sehr sinnvoll. Aber na gut. Ich glaube aber trotzdem, dass da oben was ist. Ich glaube trotzdem, da oben ist was. Deswegen lade ich jetzt gerade nochmal den Spielstand. Da muss ich nicht nochmal hochklettern. Nö. Komme ich so wirklich nicht drüber? Gerade nochmal abchecken. Eventuell brauche ich da so einen Trank. Gerade mal gucken. Dendo könnte ich gebrauchen, glaube ich. Dann flitzt er nämlich wie Sau. Nee. Nee, leider nicht. Okay. Ich probiere es jetzt nochmal endlich das Mal aus. Nee. Okay, das wird nix. Ach, wenn anscheinend nur irgendeine Kraft vor sich hin summt. Ich glaube, da komme ich ja nicht dran. Na gut. Wäre ich jetzt in Bogen geskillt, hätte ich die Minecrawler von hier oben schon abschießen können. Aber da ich mit sowas nicht umgehen kann, muss ich halt so eine runterspringen. Und ihnen halt so gegenüber treten. So. Ich glaube in Gothic 4, in Arcania, A Gothic Tale war das der Fall, dass man da bei Minecrawler achs Fleisch hat looten können. Und dann hieß es dann als Beschreibung, dass Minecrawler-Fleisch ein bisschen wie Spinne, sag ich, dass es ein bisschen wie Krebsfleisch, wie Krabbe schmecken soll. Naja, kann man sich ja vorstellen, das sind ja auch so Spinnetiere.
Und Krebse und Krabbe sind ja auch so Spinnetiere. Könnte ich mir vorstellen, dass das relativ ähnlich schmeckt. So. Aber ich weiß nicht, wenn ich die Minecrawler so sehe, ob ich die essen wolle würde. Wachs. Jo, Zahnrad haben wir jetzt 8 gefunden. Es stammt von einem defekten Erzstampfer, der in einem verlassenen Nebenstollen der alten Mine steht. Gut. Dann hätten wir die Quest für Ian erledigt. Oh, da war noch ein Rabenkraut. Dankeschön. Und hier in dem Stoller... Oh, da ist eine duschstabilware Ladung Arschlöcher. Da sollte ich vielleicht eine Fackel nehmen, aber irgendwie von einer ranzige verbrauchte. Hier ist... Ah, hier ist noch ein großer Kreis voll mit Rabenkraut. Das nehme ich doch liebend gern an mich. So, gerade als Magier später kann ich das sehr gut gebrauchen, das Zeug. Okay. Dann hätten wir hier soweit alles erledigt. Kann ich mir noch so einen Trank hinterher gluckern, von denen haben wir nämlich auch mehr als genug. Und dann geht's wieder die Leder hoch, ne? Ja, Kumpel. Also, Leder kann schon noch klettern mit der Fackel in der Hand, oder? Gut. Okay. So, da sind wir jetzt. Und dann müssen wir noch irgendwie die Leder hoch. So. Und, wäre das was ohne Grafikaufhänger? Nee, anscheinend nicht. Finde ich auch geil, dass so 2 Leder rumstehen und nur any funktioniert. Oh, das war jetzt auch saumäßig dumm. Hätte ich jetzt Alt drücken sollen. Noch einmal. Und, so. Ja, wunderbar, wie das alles funktioniert hier. Aber meine Fackel habe ich wieder. Die brauche ich nämlich auf jeden Fall noch. So, du namenloser Gardist. Bevor ich jetzt ganz runtergehe ins Heiligtum, gehe ich erstmal wieder hoch zu Ian. Dann funktioniert auch wieder der Erzstampfer. Hätten die schon gesagt, dass die Erzproduktion und der Erzabbau durchaus kompliziert sind? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, das ist aber mittlerweile dein Problem mit dem Erzabbau. So, dann Ian, alter Kumpel. Wo bist du? Für Gomez. Mindestens. Bitteschön. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Okay. Gut. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich doch nicht. Ne, dann wissen wir jetzt auch, wie wir weiter vorzugehen. Zum Torwächter und ihm sagen, alles wird gut. Okay, da geht's auch wieder nur zu irgendeinem Ding, wo es wieder hochgeht. Dann wieder eine äußerst fähige Templer vorbei, die hier wunderbar auf Minecrawler-Jagd gehen. Die machen lieber Pause und babbeln dummes Zeug und sagen diese Standard, verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Der letzte Scheißzeug. Und statt mal ihren Job zu machen und auf Minecrawler-Jagd zu gehen. Also wissen wir auch schon Bescheid. Hier ist ein riesiger Haufen Erz. Den ja gesagt, zum Teil schmelzen sie selber Ei, aber ihnen fehlen offensichtlich die richtig gute Schmiede und die Produktionsdinger wie in Nordmar, um hier was richtig Magisches draus zu machen. Da ist noch der Gorner Kosch und irgendeine Kreatur dreht hier am Rad, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist unser erster Ork, den wir hier zu sehen kriegen. Der Orksklave. Der dreht hier die ganze Zeit am Rad, die arme Sau. Okay. Koshi, wie sieht's aus? Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Okay, das sind tolle Tipps. Witegori, wie sieht's Ich aus? suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Okay. Der Schläfer erwache. Ich bin mir doch nicht mehr so sicher, ob ich das herbeisehen sollte. Und der Gardist, der glotzt ach hier nur den Minecrawler in der Ferne an. Also, das sind ach echt Helden hier. Sind zum Schutz eingedeelt und nur drüber lungert einer rum und statt mal hier zu gehen und dann fertig zu machen und niederzuknüppeln mit seinen anderen Kumpels hier, mit einer Templer, die auch hier noch hat. So. Steht da mal lieber dumm in der Gegend rum.
Komm her, du. Wo ist noch einer? Also ich bin mal sicher, 3 Minecrawler hätten sie auch gepackt noch. So. Schade, dass ich dann nicht auch noch die Zange entfernen kann. Knochenbogen haben wir jetzt hier noch gefunden. Interessant. Was macht der? Mal gucken, wie stark der ist. So, Knochenbogen macht 36 Schaden, aber dann können wir wegen Geschicklichkeitspunkte nicht nehmen. Und die Armbrust leider auch nicht. Na gut, aber ich denke, mit 3 Minecrawler wären die Buwe hier fertig. Woche. Ich meine, hallo, es sind Gardisten. Die dürften in etwa so stark sein wie ich. Also vielleicht stärker, machen mehr Schade und haben auch ein klein bisschen bessere Rüstung. Wobei, so wie ich mich hier mit Amulette und Ringe aufgepumpt habe, bin ich wahrscheinlich stärker als die schon. Nee. Ich denke mal eher gleichwertig, was die Stärke angeht. Aber Schutz her dürften sie in etwa so stark sein wie ich. Also das sollte für die eigentlich auch kein Thema sein. So. Klettern wir doch hier nochmal hoch. Und solche alte Schächte findet man immer mal wieder schöne Sachen, wie zum Beispiel hier so ein Ring. Was für ein Ring ist es dann? Checken wir gerade mal ab. Ring der Magie. Kann es nicht sein, den hatten wir schon. Geschicklichkeitsbonus, Ring der Gewandtheit, das könnte es gewesen sein, ja. Noch so ein Zwetter davor. Flammenschutzring, Ring der Kraft. Ja, könnte nochmal so ein Ring der Gewandtheit gewesen sein. So what? Den können wir auf jeden Fall als tolles Tauschgut dann später verwenden. Okeli dokeli. Und Pledge. So. Da können wir normal runterspringen, ohne dass uns was passiert. Der hat ja noch wenigstens Kniegelenke, die funktionieren hier, unseren Held. Gut, dass ich euren Job mache. So. Dann gehen wir nochmal dort hier. Da ist nämlich auch noch ein Gang. Euch nehme ich mal euer Mittagessen weg. Und der steht auch wieder nur dumm in der Gegend rum und sieht noch nicht mal gut aus hier in der Gegend als Deko. Aber die glotzen alle schön auf die Minecrawler und machen nix. Also ich glaube, das ist eher so ein Gentleman Agreement, die Herren. Ihr kommt nicht in unser Stollerei und wir machen euch nichts, oder was? So viel dazu, dass sie sich so rühmen, auf die Jagd zu gehen, auf die Minecrawler-Jagd. Also von Jagd habe ich hier noch gar nichts gesehen. So. Der macht hier schon Muckefuck. So, jetzt ist er tot. Und die Affe ziehen auch nur die Schwerter, wenn ich schon meins gezogen habe und die Crawler erledigt habe. Das sind ja auch Helden. Ja, es gibt viele Arten von Helden. Und die sind die Heldaffen der Erdbeerfelder. So. Später gibt es auch noch etwas stärkere Minecrawler. Das sind dann die Minecrawler-Krieger. Die sind ja in etwa wie so ein Ameisestaat aufgebaut, die Biester. Huch. Aber das kriegt man ja dann später noch erklärt. So. Also es gibt auf jeden Fall später noch stärkere Minecrawler, die Krieger dann. Und das hier sind eher so die Arbeiter, die, ja, mit großer Ameise vergleichbar, würde ich sagen. Mit großer Ameise oder Termite sind die eigentlich vergleichbar, die Minecrawler. So, da haben wir noch einen Trank, da haben wir noch einen Pilz, noch einen Trank. Ein Steinbrecher, das war dasselbe Ding, was ich dem anderen Hansel schon abgenommen habe, dem Typ, der nichts rausrücken wollte im Kessel. Ein bisschen was Schmause könnte man eigentlich auch noch. So, ein bisschen Schinken, ein bisschen Fleisch, wo man noch viel Hände fuhr. Tränke hat man ja noch. Moment. Ja, scheint nur normale Heiltränke gewesen zu sein. Aber das sind auch wieder 1, 2, 3, 4, 5 Minecrawler weniger. Ich meine, es wäre ja doch kein Problem. Es wäre doch echt kein Problem, dort 2 Jungs reinzuschicken, die sich drum kümmern. Und wenn die Gardisten nicht völlig besoffen oder dämlich sind, dann dürften die das eigentlich auch hinkriegen. Das ist ein Job für 5 Minuten, maximal. So. So, du Orksklave, du arme Sau. Und wie sieht's dann aus? Da haben wir noch einer, der Viper. Der sieht aus wie der Stone in der Burg, der mich du Arsch genannt hat. Für Gomez. Ah, nee, doch nicht so. Aber sieht von der Klamotte her aus wie er. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Und hier noch. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Die haben hier rumgeschnüffelt und
ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Okay. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Ja, gern. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ich habe mal den Tipp gekriegt. Einen Moment. Gerade mal gucken, wie der sich so bewegt. Ich muss gerade mal gucken, wie der sich so seitlich bewegt. Ey, das war nur hey du, was schleichst du da rum? Wie bewegt er sich dann seitlich? Gerade noch mal gucken, ob ich das noch mal rausfinde. So. Nee. Muss gerade mal gucken, was das für eine Taste ist. Soll ich vielleicht noch mal in die Einstellungen reingucken? Tastatur. Gerade mal gucken. Seitwärts links ist Delete. Seitwärts rechts ist Page Down. Okay. Delete und Page Down. Delete. Was ist denn Delete? Page Down. Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt, was er da meint. Ah, so. Okay, probieren wir das doch mal aus mit der Taste. Ich habe nämlich gesagt, mit den Knöpfen könnte man in 10er-Schritte oder was übertragen. Für Gomez. Ansonsten machen wir das jetzt halt auf die Idioten-Methode wieder. Wenn du mir... So. So. Huch. Nee, das bringt aber gar nichts. STRG. Ah, doch. STRG und Bild runter. Dann kann ich in 10er-Schritte. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Da hocken wir jetzt nämlich ewig und 3 Tage an dem Scheißdreck dran, sondern ich kann jetzt auch wesentlich schneller. Das ist sehr praktisch. Das ist äußerst gut. Sehr schön. Dann danke an der Stelle, Flash, für deinen Ratschlag. Vielen Dank, es hat funktioniert. Vielen lieben Dank, Flash. Also wenn er für die Scheiße hier zahlt, dann ist er ja selber schuld. So, können wir die ganze Schampel hier von Blutfliegenflügel geben. Kerzenständer, die ich aus der Burg geklaut habe, die kann er auch gern haben, genauso wie die Becher. Einer behalte ich für mich, einfach mal so. Besteck, stimmt, ich habe hier Unmenge Besteck. Das darf er natürlich auch haben. So. Okay, das ist etwas zu viel. Aber sehr geil. Jetzt weiß ich endlich, wie ich das zu machen habe. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Flash, für deinen Rat. Offensichtlich auch bei Let's Plays hilfreich und nicht nur bei Livestreams. Vielen lieben Dank. Ich freue mich immer, wenn meine Abonnenten mir da so hilfreich zur Seite stehen. Also generell auch. So natürlich auch danke an Kai, dass er auch wirklich die Monster in Magus Schloss bei Chrono Trigger gezählt hat. Ach, das fand ich sehr, sehr lieb, dass er meinem Aufruf gefolgt ist. Also ich kann echt nur sagen, ich mag meine Abonnenten, ich mag euch. Vielen lieben Dank, das macht mir das Spielen auch so viel leichter zum Teil und macht die Methode einfacher. Es freut mich einfach, wenn die Leute so mit agieren. Ach ja, da kann ich nur lächeln und mich freuen über so freundliche Unterstützung. Na toll, also da komme ich anscheinend nicht hoch, ohne wieder abzustürzen. Das ist nicht so toll. Ja, ist das ja leider arg, macht aber hier ordentlich Rabatz. Der trennt wahrscheinlich das taube Gestein vom Erz. Also die bauen das ja ab, da ist ja immer noch Stähl mit dabei. Und hier trennt er das wahrscheinlich. Hier wird es dann gestampft. Okay, aber ich glaube, da sind eh nichts anderes als Butler, sondern nichts Praktisches mehr. So, da mag ich jetzt auch in meiner letzten Minute, die ich habe, mag ich noch mit dem Typ vom Tor sprechen in der schwere Gardiste-Rüstung. Also die finde ich ja echt geil, diese schwere Gardiste-Rüstung. Schade, dass man die im Spiel leider nie kriegt. Man kriegt leider echt nur, wenn man Gardist wird, kriegt man leider nur die mittlere Gardiste-Rüstung. Die schwere kriegt man nie. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Okay, Askan. Für Gomez. Genau. Bitteschön. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Vielversprechend für ein Nest, ne? sein. Ja. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Okay. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung.
Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ist in Ordnung. Die Leute können wir jetzt auch noch organisieren. Ich finde, du sollst jetzt nicht neutral liegen, dass wir jetzt hier deswegen gleich einen Cut machen. Ich weiß ja, wo die Leute aufzutreiben sind. Von daher, das kriegen wir hier. Normalerweise, wenn wir jetzt zu der Bruderschaft gehören würden, dann würde uns dann einer von den Gorna Schlag mich tots dann auch gleich zum Templer ernennen. So, bitteschön. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Gut, den haben wir schon auf unserer Seite. Der darf auch. Wittegori. Na, Wittegori? Komm her. Hallo, Wittegori? So, bitteschön. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Ja, bitteschön. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Also das sind ja echt... Das sind ja echt die allergrößte Dappschädel, die es hier gibt. Ich habe 2 Minuten gebraucht. Also ich habe hier echt nicht lang gebraucht, um rauszufinden, wo sich das Nest befindet. Der Askan sagt ja, egal wie viel wir töten, aus dem Schacht kommen immer mehr. Nest? Fragezeichen. Und wenn die alle so erpicht drauf sind, hier auf Minecrawler-Jagd zu gehen, also bitte, bitte. Da hätte ja mal echt drauf kommen können und die schaffen ja sowieso nichts, so wie die schaffen, die ich mal gern Urlaub mache. So, bitteschön. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Ja. Gut. Sehr schön. Dann können die wenigstens einmal hier aus ihrer Mittagspause starre treten und können mal mit uns zusammen kämpfen. Wobei, bis der da ohne A komme ist, habe ich schon längst das Licht ausgerottet. Also, von daher, ich mache das nur wegen der Erfahrungspunkte. Und da wir jetzt über 30 Lernpunkte verfügen, denke ich, dass ich als Magier dann später nach der Quest durchaus schön was reißen kann. So. Also da kann ich schon einige tolle Sachen lernen dann. Also so lahmarschig wie der Gorna Bar ist, da wird die Action schon stattgefunden haben, bevor er angekommen ist. So, aber dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt so vom Tor dann auch wirklich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic auf Pelzig, wo wir dann wirklich ins Nest der Crawler treten werden. So. Na, ich will den Typ ausgewählt habe, so rum. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.